Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat je vandaag waar erbij was. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Agatha Harms. Welkom hier to dit programma. Eerste maal, niet zo? Ja. So, we willen vandaag die levensgeschichte hier. En du hast mir hier ook al een paar Sachen verteld. Ik freue mich sehr, wat je te vertellen hast. So, kannst du dir einmal vorstellen, wer bist du, von wo bist du? Okay. Ja, ik zie Agatha Harms en ik zie geboren in Bolivia. Ik zie opgewassen in een kolonie waar je Esperanza. Ja, ik zie nu bevrijd met Abe Harms. We hebben 5 kinderen. Wow. En Hoe lang zijn je bevrijd? we zijn nu met 21 jaar bevrijd. Wow, sehr smak. Ik ken het al langere jaren. Het is een smakke familie. En het is sehr schön, die van jou hier te hebben. Veelmaal zijn we personen van buiten. We zijn een fijne, smakke persoon. Aber dann auf einmal leert einer dieser Personen die kennen, wo du vielleicht lang träge angewohnt ist oder nie. Und dann leert einer du sein viel mehr Geschichte hängen, die zippel als wie bloß von Bitte seine kennen. Yeah. Und dort ist in die Leben auch so. Was kannst du mir ans, oder nicht bloß mir ans alle vertellen von die Leben? Ik wil gleich een beetje te vertellen van waar ik opgewassen ben. Dus ik al direct in een kolonie opgewassen. Ik heb best bij 10 jaar school gehad, zodat mijn basico. En ik heb veel geleerd, omdat mij het studeren zo interesseren deed. En dat weet niet die gelegenheid veel. So, ik was op in een grote familie. En op een grote vorm waar veel gearbeid wordt. So, meine Eltern hatten selbst so wenig Zeit für die Familie. Wir mussten eigentlich, wir waren ab wie Eiden und Schleiben und waren groß. Und Dinge sind nicht immer alle gleich geworden, das wird handelt. So, über diese Zeit sehe ich auch sexuell misshandelt worden. Dort habe so viel Wunden gegeben in mijn leven. So viel Videos, so viel Struggles für mein Leben als Adulte. Und ich wusste aber auch niemals, wohin zu gehen mit dort, wenigstens meine Eltern können ich nicht. Ich weiß, meine Eltern wollten noch mal die anfangen und dann steht dort, wie wir würden über dort vertellen können, dann wird uns der geschaut. Und dann können wir wieder gehen. So, wir wissen nicht mehr, als ich. Wir noch nicht verbetert und wissen nicht, was wieder zu tun. So. Wow, ik wil die eenmaal een beetje onderbreken. Du sagst, du warst du wie eine grote vorm en du warst sehr geschaft en du warst missbruikt. Wie dat bloß einmal, oder wie dat von wel jong fängt dat an? Oder Was mir denken kann, fängt das ungefähr an, wenn ich 4 Jahre alt war. Von du wieder, dann vielleicht mal, bei ich sie auf 12 Jahre war. So dass wir nicht in einmal denken, dass wir eine Sache, was mal passiert ist. Okay. So, in der Eltern hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, was zu tun. No, die Eltern wissen nicht, sie hatten nicht zu lernen über das. Und ja, irgendwie dort eine Chance noch von uns was zu reden. Sie würden ja, wenn wir mal eine Frau stellen, dann das uns wahrscheinlich sein, dass wir sollen uns schämen, sonst muss nicht reden. So, wat voor je feilen gaf dit in die banen, dat je dat erg gaan moest? Wat feilen ze die, dat dit passiert weer? Wörtlich mit der Wort hätte ich gesagt, ich folge mir aus dem Beat von Basura. Ich werde nicht gewollt, ich werde nicht angenommen, ich folge mir so als Schwinsch. Und so klein als ich wie, ich habe einmal gedacht, dass ich will niemals zu Wort zu brücken sein durch dort. Und einer denkt ja auch meist von klein an, dass einer sich einen Tag befreien will. Und ich habe auch immer dann die Gedanken gehabt, dass ich mich niemals befreien kann, wenn ich bis viel ein verschwindender Mensch. Und ich habe ihm mal die Nacht den Schluck geraten dort. Und da wieder bei können Leute sagen, ich muss einfach
allein der mit dit durch mijn leven gaan. Du musst uithouden en kannst met je vertalen. Ja. Ik zie sehr froh dat du mir von dir vertalen hast. Ich meine, es ist sehr schön, dass das passiert ist, aber ich mag jedes Mal mehr und mehr, nicht bloß frühes und mehrles, auch junges, was sexuell missbraucht worden sind und wo Eltern einfach kein Rot haben oder einfach nicht wissen, was zu tun. Und einfach vielleicht Angst haben, was angehen und dachten, vielleicht was schachten. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber haben vielleicht gedacht, vielleicht was schachten, was bringen. Und weiter wisst ihr selbst vielleicht nicht. Ich glaube wirklich, wenn wir als Eltern nur denken, weit wie das schachten, was dort nicht verbessern sind, das das, aber vielleicht ist das eher ein sehr rot was. So, was wir den verlangen in den Hort, was wusst du han wollt? Mijn verlangen wird immer gewesen, dass ich besonders mit meinem Paar mich geduld sein und über diese Sachen vertrauen. Und einfach mal Seguridad fühlen in meinem Leben. Das ja niemals nicht sagen, hätte gefällt. Und niemals nicht eine Schütze gefällt, wenn die einzig nach weiß, wenn irgendwas von einem Verschieden kommen wird, von dort dann darf das geschlagen. Das ist keine Weich an, würde mal kosten Vertrauen haben auf eine Person. Und ich habe mir immer so gesehen, du nur bis mal mit meinem Paar über das alles zu vertrauen. Aber das denkt nicht so. Und das ist auch so, dass meine Eltern heute nicht viel Rotemanns haben mit dort. Und ich würde ja das immer nicht beschuldigen wollen für dort, wenn sie deuten, was sie können. So, jetzt fair wie hier anfangen, dann vertellen sie mir, dass die wieder am Wagen gefahren. Die hat sie ein paar geschlemmt, dass die mit was mit einem, die was mal mit einem spazieren. Ja. Und was passiert dann? Das gab es dann auf zweimal, dass ich mit meinem Paar. Ich hatte eine Stunde vorher, wohin eine Arbeit fuhr. Und dann, wenn wir vorhin deuten, mein Verlangen, wie so sagen, nu würde mir das mal nicht gelegen, hätte ich mit meinem Paar zu vertrauen. Wir sind eigentlich immer ganz allein. Und dann, wenn wir vorhin deuten, dann dürfen wir mir gelegen, dass wir dann auch in der Kolonie jemanden Pietz fertig. Und dann muss ich fahren. Und hij nahm sich ein Birken los. So ich wie so getäuscht, so was ich tun. Maar dort hat hij noch immer nicht die dort für mich. Und das zweite Mal, wie ich gesagt habe, ich hatte so ein Verlangen, bloß mal mit ihm zu vertrauen, aber er hat keine Zeit. Nu sage ich dort, dass er dort nicht verstehen. Aber dann dachte ich, bis er will nicht von mir. Da ist das, die dort als Kind dann abfuttert, wenn er nicht in Anfang zu vertalen. Ich glaube, in dieser Zeit, wo wir von der ersten Tag leben, und vielleicht auch mehr Zugang kann zu Informationen, kann ich einfach so eine Sache besser lernen als Eltern. Nicht so, wenn von selbst bis weit eigentlich aus vorher passieren viele Sachen nicht. Ich muss mich einfach lernen, einfach checken, was kann ich tun, damit meine Kinder sich verstehen fühlen. So, was passiert mit ihnen selbst wieder, wo du die als Person fühlst, dadurch, dass du aufgewiesen warst, also die aufgewiesen fühlst, bitte sei. Ich hatte wirklich kein Selbstwert. Und irgendwie, glaube ich, war ich immer so gedacht, wenn ich mich befreit, dann würde das alle besser sein. Dann hatte ich wenigstens mal eine Person in meinem Leben, die mir läuft. Und mit wem ich von alles vertrauen kann. Aber ich werde bald an, dort die Leute stehen, bleiben ladig. Ich will dort die Leute stehen, wo mein Vater hat sollte abfallen. Die wird mein Mann mal abfallen. Und so ich habe so gestruggelt. Und wat dat zo schwer merken dat ook in ons eigen leven. Wie dat hij wil verken te mij zijn dat mijn smaak zag, oder dat hij mij gleicht. Ik heb dat verken hem die zegt dat weer niet zo. Hij ziet dat bloos. Dat merkt dat schwer voor hem, wens hij werkelijk leeft mij. Aber ich kann das niemals annehmen. Weil noch habe ich mir niemals die Läufe gefolgt und ich kann diese Läufe auch nicht annehmen. Und so du verjingt nicht Zeit und ich wusste aber nicht, was auch arg wie mit mir. Und ich habe so viel Gedanken gehabt, um mir einfach das Leben nehmen, wie es dort. Wie die Pferden sie so ohne eng. Und dann aber kommt das mal so ran, dass meine eine Schwester hat, wo seine Foyetos mit und da wie ein Dietchen, ob das eine Chef das einfach selbst wird. Und einfach bis mal von selbst wird. Und dort wird mehr so, als wenn ich mit einem Hunger zufahren dort nach dort. Ich nahm mich dort nach Haus und da werden so viele Bibelversen bei. Und dann bete ich einfach, ich sage, Gott, wenn dort
aan mijn zelfsweet liggen, dat ik geen zelfsweet heb, die mij hier dat terrein geven, dan geef ik dat einfach naar die. En dat gaat mij dat kunnen opvallen, wat mij veel deed. En ik heb zo veel gebeten. Ik had in voor je toch veel alle dag gelezen. En een route wat dat ben geven deed, weer ga einfach zelfs verder spelen en zei te die zelfs die zit smak. Te die eerste tijd, wanneer ik dat deed, dat merkt mij zo slecht van, wil ik dat zelfs te mij leren. Aber ik deed dat iedere dag immer waar. Mijn man weer op arbeid, ik weet veel alleen thuis. Ik weet voor de werk immer waar, so ik had dat zo veel, wanneer ik opstond, oder wanneer ik me einfach best doelvol, dan ging ik einfach voor me spelen en zei me dat. Die zit smak en God läuft die en ook die man läuft die. So, dat heeft mij dan einfach durchgehouden. Dat noemde een lange tijd, aber ik kan dat zijn en vorm waar ik de trappen opkwam, dat ik eruit kom. Halleluja. So, du redest een beetje van heilung. En ik wilde maar gleich weten, hoe vangt die heilung zo raak aan? Wo is de eerste schritt? Wirklich, wat passieren dort wie, von du wieder, wir hatten mal mit meinen Schwestern ans Mittag geplant. Toen mal anfangen als Schwestern Gemeinschaft te haben. En krijg aan den Tag, wenn wir alle taub waren und verschiedenste Vertrauen deuten, passierten auch sehr schwere Dinge in unserer Familie. Und durch dort kreeg ik die Kraft en den Mut, meine Schwestern dort mal mit zu tun, was immer in mijn leven geworden wäre. Und dort weer ook die Dag, wanneer ik mijn man dort mit tun deed. So, aber dort habe ich dort immer wem gesagt, was alles passieren deed. Und passiert wäre. Dat ging dann noch so schwer. Und ich folgte immer von dieser eine Person, die mich misshandelt hat. Das folgte ich immer so, als wenn er das irgendwie, oder ich weiß nicht, wie ich das erwähnen soll, mir einfach festhalten dort mit sexuellen Dingen. Ich kam nicht mal körperlich an mich an, auch nicht persönlich mit Wert, aber mit Wert durch andere Menschen. Und würde immer schlechte Dinge merken. Ich folgte immer so zu mir, in een seksuele weg doelhouden. En du hat sich irgendwo, dein Hort hat sich irgendwo so festgeschlossen oder wie geblockt durch das Ganze vielleicht, nicht so? Ja. So, wo kannst du das loslassen, das Ganze? Ich habe dann so gestruggelt noch von du wieder und dann fuhr ich nach Kanada und durch Täten, wenn ich da allein wieder so schwer. Und dann traf ich mich mal mit einer Frau, die auch immer mit Counseling zu tun hat. So ich sagte mir einfach damit, und vertelt was mich schwer war und was das immer ging in meinem Leben. Und dann dort so beten über dort. Und dort braucht dann einen nächsten Schritt von Heilung in meinem Leben, über die sexuellen Sachen. Aber irgendwie wollte ich immer noch nicht ganz losgelassen davon. Und ich habe aber viel immer, war Agatha am Gebet. Und dann, wenn wir zurückgekommen sind in Bolivien, dann dort ich Counseling nehmen hier mit einer Person, mit ein paar Lied. Und durch das Counseling wurde ich an, dass wir nicht meine Schuld. Wenn es ein kleines unschuldiges Kind geht, nicht selbst eine sexuelle Sache. Wenn es die wollten nicht von so, die sind Innocente. So dass wir, du wurde ich mal an, dass ich eine Rache hat, Innocente zu sein von diesen Sachen. Und mich wieder Rache genommen. Dort wird der nächste Schritt von Heilung für dort. Wann du würdest denken, dass du von der jungen Mädels vielleicht sind, oder Jungs, was vielleicht so was ähnliches durchkommen, was würdest du so eine Person sagen wollen? Ich würde einfach wollen sagen, wenn du eine Person bist, die gerade nu im Moment misshandelt wird, hält das nicht für dich. Und wenn du weißt, dass du deine Eltern nicht vertrauen, aber sei das eine Person, die du einfach vertrauen kannst. Und was du weißt, was nicht die horchen wird und die nicht doelran wird damit. Und auch nicht dort im Dorf drehen. Sehr vielen Dank, Agatha, für das hier. Unsere Zeit ist von der leider zu eng. Wir waren aber nächstes Mal jetzt sich noch wieder. Hier kommen noch mehr Sachen, wir waren von der Rede. Und ich möchte die gerade sehen, Menschen, wenn die das Programm geholfen haben, dann will ich die Frau mitteilen, oder kostet eine andere Freund checken. Und dort viele Menschen erreicht worden können. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.